willkommen auf dem Podcast vom 20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten. Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-Jahres-Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch das stetige Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten, die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen, wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wunderschönen guten Abend miteinander. Ich freue mich, heute da zu sein. Auch ein herzliches Hallo in Unplugged oben. Hallo. Hallo. Für euch im Unplugged und auch ein herzliches Hallo für alle Podcast-Zuhörer. Hallo. Hallo. Haben wir noch nie gemacht. Das ist mal etwas Neues. Sehr gut. Ich freue mich riesig, da zu sein. Wir sind schon langsam in der Weihnachtsstimmung. Merkt ihr das? So nah an deinem Sitznachbar bist du noch nie gewesen wie heute. Die Herzen sind warm, der Glühwein auch. Ich freue mich heute Abend da zu sein und darf das letzte Mal eigentlich die Vorweihnachtsserie abschließen. Seit 5 Wochen sind wir in dieser Erfüllt-Serie. Wir haben uns eine Weihnachtsserie überlegt, die nicht dir nur sagen soll, warum ist Weihnachten, wie schmückst du deinen Christbaum am schönsten? Das hast du da auch gesehen. Hast auch gelernt bei uns im 20er. Geschenke verpacken, hast auch gelernt bei uns im 20er. Aber vor allem, was ist die tiefe Bedeutung von Weihnachten? Nämlich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, zum Erfüllen. Zum dein Leben erfüllen, jeden einzelnen Lebensbereich. Und heute Abend geht es darum, wie Jesus meine Beziehungen erfüllt. Das ist das Thema heute Abend. Wie feierst du Weihnachten? Das ist so ein bisschen meine Frage. Bei uns, ich nehme mal schnell mit rein, wie ich Weihnachten feiere. Nächstes Wochenende werde ich vor allem natürlich noch an der Christmas Experience sein, werde da arbeiten, dann da auch noch Late Night Christmas und dann noch Social Christmas. Und dann, am 25. ist meine ICF Weihnachten, was für mich auch schon Weihnachten feiern ist dann vorbei. Und dann am 26. mit meiner Familie feiern. Und bei uns ist immer so, wir haben bis jetzt immer ausgelöst. So. Weißt du, ein Geschenk. Und einmal haben wir gesagt, komm, wir machen es wieder so richtig, jeder gibt es jedem ein Geschenk. So richtig Hardcore Weihnachten das Jahr. Also wirklich, es wird anstrengend, aber ich freue mich riesig. Ich darf euch jetzt leider noch nicht erzählen, was ich alles wird verschenken. Es sind ganz krasse Geschenke. Eins davon habe ich schon, die andere muss ich noch posten. Ist jemand da, der schon alle Geschenke hat? Ja, doch, okay. Es hat 3 Leute. Schön, krass. Ich schenke nichts. Geht's auch.
Und nachher gibt es bei uns auch in Weihnachten gibt's immer so den Moment, oder, wo man dann so im Kreis hockt. Und wir sind grundsätzlich eher so eine musikalische Familie. Und dann ist immer so, ja, will jetzt nochmal Weihnachtslieder singen und so. Und sollen wir nicht, komm, wir machen es. Weil wir haben es irgendwie dann gleich gern, dann singen wir so miteinander, und dann immer so ein bisschen das Gleiche, so Stille Nacht. Mega gut. Ich bin eben auch schon in Weihnachtsstimmung. Ich fühle es schon voll. Das ist geil. So muss es sein. Und dann sind wir so drinnen und feiern miteinander Weihnachten. Und jeder hat so sein Bild von Weihnachten. Und ich möchte heute ein bisschen tiefer graben. So ein bisschen tiefer, auch theologisch und so ein bisschen ein Ding machen. Und jetzt die erste Viertelstunde wirst du dein Hirn extrem vielleicht müssen brauchen. Aber ich habe euch ganz viele Sachen mitgebracht, um das richtig gut zu erklären, wie krass eigentlich das ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und was das bedeutet für dich und deine Beziehungen. Und du wirst merken, es steckt viel mehr dahinter, als du auf den ersten Anblick denkst. Wenn Jesus auf die Welt kommt, ist es für viele so, Jesus Kindli ist auf die Welt gekommen. Mit dem Eseli, dem Engeli, im Krippli. Wenn du das vor 4000 Jahren erzählt hättest, einfach jetzt vor 2000 Jahren, ein bisschen mehr, ist Jesus auf die Welt gekommen, vor 4000 Jahren, nochmal 2000 Jahre vorher, das Bild von Gott war vor allem das gewesen, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist crazy. Ich meine, Gott ist heilig. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wir können das Licht ein bisschen runterdimmen. Jetzt schaust du da rein, oder? Eine Lampe. Ein bisschen mühsam. Ein bisschen so. Es ist ein super Bild. Stell dir vor, das wäre eine Sonne da. Dann weisst du, die Sonne, das ist crazy. Sonne gibt uns das ganze Leben hier auf der Welt. Gäbe es eine Sonne nicht, gäbe es kein Leben hier auf dieser Welt, oder? Also das ganze Leben ist abhängig von dieser Sonne, von dieser Energie, von dem Licht, das sie ausstrahlt. Und gleichzeitig, wenn du mit einem Raumschiff ein bisschen zu nahe an die Sonne anfliegst, irgendwann macht es zack und sie ist weg. Oder wenn du zu lang am Strand liegst und dich zu lang diesen Sonnenstrahlen aussetzt, dann weisst du, irgendwann wird es rot. Und du verbrennst dich. Und genau so hat das Volk Israel gewusst, Gott ist heilig. Sprich, es ist schon, Gott ist die Heiligkeit, das bedeutet, Gott ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen, von ihm kommt alles Leben. Wir brauchen den Gott und gleichzeitig haben sie gewusst, es ist gar nicht so schlecht, wenn eine gewisse Distanz zwischen uns und dem Gott ist. Logisch, wir würden gerne noch näher, aber die gewisse Distanz zu Gott lässt sich nicht vermeiden. Es gibt einen Mann in der Bibel, einer der krassen Männer in der Bibel, der hat etwa vor 3700 Jahren gelebt. Mehr 4000 Jahre. Der hat den Gott begegnen ihm. Und zwar war das der Mose. Ein König in Ägypten, ein Prinz in Ägypten, aber vom Volk Israel. Zum Volk Israel hat er gehört und dann verlässt er sein Prinzensein und geht zuerst mal 40 Jahre in die Wüste, weil er merkt, hey, dass das Schicksal von Israel, das belastet ihn. Und dann ist er in der Wüste und plötzlich sieht er einen brennenden Busch. Nicht einen brennenden Tannenbaum, sondern einen brennenden Busch. Und er sieht dort, irgendetwas ist speziell, weil er brennt, aber er verbrennt nicht. Und dann passiert etwas, der Mose, oder denkt, ja, okay, easy, ich gehe mal an. Und dann plötzlich merkt er, das ist Gott. Und dann hat er gewusst, okay, jetzt muss ich aufpassen. Und Gott fängt an zu reden zu ihm. Und das Erste, wo Gott sagt, ist, jetzt blendet es mich von der Lampe, jetzt kann ich nicht richtig lesen. Ja, so ist es. Gott sagt ihm, komm nicht näher und zieh deine Sandalen aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Also crazy, Gottes Gegenwart erscheint, Gott auf dieser Welt, also eigentlich das, was Weihnachten ist, Gott auf dieser Welt bedeutet, erstens, komm nicht zu nahe.
Gott ist heilig. Komm nicht zu nahe. Und das Zweite, ziehe deine Schuhe ab. Warum ziehe deine Schuhe ab? Mit seinen Schuhen ist der Mose überall rumgelaufen, vielleicht noch ein bisschen in Schafskacke reingelaufen und dann noch ein bisschen durch die Küche durch und dann überall alle Staub, alle Alltagsdinge. Schuhe, all der Schmutz hat keinen Platz, weil das ist heiliger Boden. Wo Gott ist, dort ist es heilig und dort lieber kein Dreck, es passt nichts an. Und in dieser Heiligkeit war der Mose tief beeindruckt. Die Geschichte von Gottes Heiligkeit geht weiter. Ich ziehe jetzt die Schuhe wieder an. Die erste Reihe sind schon die ersten 3 kollabiert. Die Geschichte von Gottes Heiligkeit geht weiter. Gott hat gewusst, ich möchte bei meinem Volk leben. Ich möchte unter den Menschen leben. Ich möchte beim Volk Israel leben. Und so war es der Salomon, der einen Tempel bauen durfte. Und dann mega krass lesen wir in dem Tempel drin, Gottes Heiligkeit hat den Tempel ausgefüllt. Also in dem Tempel, in dem Haus, wo der Salomo gebaut hat, ist Gott reingekommen und der Tempel ist dort erfüllt von dieser Heiligkeit. Und jetzt ist es nicht so gewesen, dass dann die Israeliten gefunden haben, was können wir machen? Komm, wir gehen doch wieder mal Gott besuchen. Und dann sind sie reinspaziert und so. Gott ist immer noch heilig gewesen. Das ganze Volk Israel hat sich um den Tempel herumgeschaut und sie haben gewusst, das ist die Sonne, die Quelle, die wir brauchen. Wenn wir bei dieser Quelle sind, wenn wir den Gott haben und auf ihn hören und ihm immer uns wieder nähern, dann geht es uns gut. Und so ist es genau gewesen. Haben sie nicht gesucht, ist es ihnen wieder nicht gut gegangen. Und sie haben aber gewusst, wenn wir dort reingehen, dann müssen wir extrem aufpassen. Ich möchte euch erklären, was Heiligkeit genau ist. Ich habe immer so ein bisschen die Erklärung bekommen, weißt, Gott ist heilig, was bedeutet das? So die moralische Erklärung. Moralische Erklärung, weißt, Gott ist Liebe, Gott ist perfekt, Gott ist Wahrheit, Gott ist einfach treu und er verändert sich nicht in dem, wo er ist. Das ist Heiligkeit. Und das stimmt auf der einen Seite, aber es gibt noch einen anderen Punkt von Heiligkeit. Und das ist mehr so ein bisschen ein ritueller Punkt. Und zwar, Heiligkeit bedeutet, Gott ist Leben, Gott ist Licht. Und alles, was nicht dem Leben entspricht, also alles, was mit dem Tod in Berührung gekommen ist oder mit Krankheit, das hat keinen Platz bei Gott. Ich kann es euch so vergleichen. Also, schau jetzt, ich mache jetzt da so ein Ding. Jetzt schaue ich schnell da rein. Da innen hat es jetzt Finsternis. Okay? Ich tue jetzt die Finsternis mal zeigen. Verstehen Sie, was ich meine? Finsternis hat keinen Platz mehr, sobald das Licht kommt. Und du kannst nicht mit Finsternis versuchen, das Licht kaputt zu machen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist die Heiligkeit von Gott. Und das ist das Problem. Wenn du in Berührung gekommen bist mit Tod, mit Sachen, mit Sünde und du bist in den Tempel einfach reingelaufen, hast du ein Problem gehabt. Es hat dich geputzt. Das ist so weit gegangen. Ja, ich erkläre, eine Lösung hat es dann gegeben. Die Lösung war wie, du hast zum Beispiel ein Kadaver angelangt oder eine aussätzige Person oder so und dann hast du wie Tod eigentlich an deiner Hand gehabt. Oder? Und dann hat Gott, was hat Gott gemacht? Okay, du musst du kannst, wenn du so reingehst, dann putzt sie, haben wir gelernt. Also was braucht es? Es braucht komplizierte, lange Reinigungsritual. Plus gleichzeitig hat Gott ihnen Gesetz gegeben, was sie genau machen, damit das eben nicht passiert. Und sie, wenn sie in den Tempel gehen und sich Gott nähern, dass sie nicht putzt. Und darum hat es in dem Alten Testament so viel Gesetz. Verstehst du? Das war nicht, damit Gott so krass auf sie zeigen kann, sondern sie haben gewusst, sie brauchen die Nähe zu dem Gott. Aber die Nähe zu dem Gott können sie nur haben, wenn sie wissen, wie sie sich reinigen können. Was für Opfer müssen sie bringen, was für Ritual müssen sie machen. Und das ist hochkomplex, aber das war genau nötig, damit sie all den Dreck, den sie haben, wieder Gott abwaschen können und wieder sie das loslassen können. Die Heiligkeit, sie haben so einen Respekt gehabt. Sie haben einmal im Jahr, hat ins Allerheiligste, im innersten Raum, das wäre etwa da,
zu Gott hat der hohe Priester, also der Höchste, hat einmal im Jahr, genau vorgeschriebenen Zeitpunkt, hat er rein dürfen, nachdem er noch komplexere Reinigungsritual hinter sich gebracht hat. Okay? Und jetzt haben sie aber gewusst, es kann ja sein, dass irgendwo, hat er vielleicht noch irgendwo ein bisschen etwas vergessen, er hat noch vergessen, dass ja seine Katzgäste gestorben ist und er die noch beerdigt hat. Und für das war er noch nicht gereinigt gewesen. Das heisst, wenn er nachher... So, machen wir das dann so. Wenn er noch etwas vergessen hat und er ist in das Allerheiligste hinein, hat es ihn geputzt. Und damit nicht einfach ein Kadaver dort reinliegt und anfängt zu stinken, haben sie ihm ein Seil angebunden am hohen Priester, damit sie ihn wenigstens nachher wieder rausziehen können. Warum haben sie das echt gemacht? Wahrscheinlich, wie es eben auch passiert ist. Also mit dieser Heiligkeit von Gott. Gott kommt auf die Welt und Gott ist uns näher, ist nicht ein Krippenspiel gewesen, sondern das war, okay, wir sind extrem abhängig, dass der Gott da ist, dass wir die Nähe haben und gleichzeitig wissen wir, sind wir in diesem Konflikt, gehen wir zu näher an, gehen wir leichtfertig mit dem Gott um, dann putzt es uns. Und in dieser Spannung hinein hat das Volk Israel gelebt. 4000 Jahre vor jetzt. 2000 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. Die Geschichte ist aber noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen wir in die Zeit hinein von den Propheten. Der Jesaja ist eines Tages wahrscheinlich am Betten und dann kommt er eine Vision über. Das ist wie ein Traum, wo du hast. Du bist nicht am Schlafen, aber du hast eine Vision. Und er träumt etwas ganz Interessantes. Plötzlich steht er in dem Heiligtum vor Gott. Und er schnallt, ich habe kein Reinigungsritual gemacht. Jetzt ist es vorbei. Und das Einzige, was er noch sagen kann, hey Gott, ich weiß, ich bin unrein. Und er muss Todesangst gelitten haben in dem Moment, weil er weiß, was es bedeutet, wenn ohne Reinigung. Aber dann passiert etwas ganz Interessantes in dieser Vision. Wir lesen zusammen, da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle. Und dann sagt der Engel, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Was ist da passiert? Die Jesaja hat genau gewusst, ich habe noch Dreck an mir, ich habe noch Schuld an mir. Aber das erste Mal in dieser Vision, lesen wir das in der Bibel, dass die Heiligkeit von Gott nicht einfach nur tötet oder nicht einfach nur trennt, sondern die Heiligkeit von Gott heilt, deckt Fehler zu, nimmt Sünde weg. Wahrscheinlich, als der Jesaja nachher nach dieser Vision wieder zu sich kam, hat er gedacht, irgendetwas ist komisch, weil der Gott ist heilig. Wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Die Heiligkeit, die irgendwie auf mich meine Sünden bedeckt, das ist etwas Spezielles, etwas Neues. Dann der nächste Prophet, der Hesekiel. Am Hesekiel geht es ähnlich. Er hat eine Vision. Und in seiner Vision ist es so, dass er den Tempel auch sieht, wieder das Heiligtum, die Heiligkeit von Jesus. Und was passiert? Er sieht, wie aus dem Tempel raus, wie es raustropft. Es kommt Wasser, es kommt die Heiligkeit, kommt raus, fließt aus dem Tempel raus. Sie geht raus und wird zu einem riesen Fluss. Und dann lesen wir von dem Fluss, wohin der Fluss kommt. Da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Also wir merken uns, die Heiligkeit, sie haben Visionen, die Heiligkeit von Gott, wo im Tempel wohnt, und Ströme fließen raus und bringen Leben. Okay? Das müsst ihr euch merken. Die Heiligkeit von Gott wohnt im Tempel und er sieht Ströme,
die rausfliessen und plötzlich gibt es überall Leben. Jetzt kommt die Geschichte in ein ganz neues Level. Ein paar hundert Jahre später ist Weihnachten. Und Jesus kommt auf die Welt. Der heilige Gott kommt selber auf die Welt runter. Also die Heiligkeit, die früher so etwas Krasses war, kommt auf die Welt, also so etwas Distanziertes war, kommt auf die Welt runter und Jesus wird selber zu 100% Mensch und läuft unter den Menschen. Und jetzt plötzlich wird das wahr, wo der Jesaja früher schon die Vision hatte. Du weißt, Jesus ist rumgelaufen auf dieser Welt, er hat Menschen berührt, und wo krank sind, aber er ist nicht verschmutzt worden durch das, sondern wo Jesus Menschen berührt hat, was ist passiert? Kranke sind plötzlich gesund geworden, Tote sind plötzlich auferstanden, Sünder ist plötzlich vergeben worden. Also plötzlich ist die Heiligkeit ist gewechselt worden. Aber das ist erst der Anfang. Jesus hat dann noch etwas anderes gesagt und jetzt kommst du ins Spiel. Jesus hat gesagt, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauten. Wir haben vorher etwas gelernt miteinander. Die Heiligkeit von Gott wohnt im Tempel, und es strömt raus und schafft neues Leben. Der Tempel bist du. Jesus hat es möglich gemacht, dass die Heiligkeit, verstehst du, die Heiligkeit, die crazy ist, in dir kann wohnen. Jesus hat es möglich gemacht, durch das, dass er die Schuld auf sich genommen hat, durch das, dass er die glühende Kohle ist, die dich berührt hat, hat Jesus möglich gemacht, dass in dir inne die Ströme von lebendigem Wasser rausfließen können. Was bedeutet das? Jetzt möchte ich ganz gezielt noch konkret werden. Was bedeutet das für unser Leben? Erstens, ich glaube, das Wichtigste ist, was wir in dem Sinne immer wieder machen können, der Unterschied macht es, lass du dich von Jesus berühren. Immer wieder. Lass du dich von Jesus zutiefst berühren. Jesus, die glühende Kohle, wo nicht die Fehler in dir nicht wegen diesen Fehlern dich vernichtet, sondern wo sagt, hey, lass du dich von mir berühren, lass du dich von mir heilen. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, hey, ich lasse mich berühren von dem Jesus. Vielleicht ist es das erste Mal, wo du die Entscheidung triffst, ich möchte mich von dem Jesus berühren lassen. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, hey, Weihnachten berührt mich schon lange nicht mehr in meinem Herz. Dann ist vielleicht jetzt wieder mal dran, wo du sagst, hey, Weihnachten ist der krasseste Moment, wo alles sich gedreht hat. Anstatt Angst zu haben, kann ich mein Herz auftun für ihn und er fängt an, durch mich durchfliessen. Vielleicht ist aber auch für dich dran, dass du die Ströme von lebendigem Wasser anfängst fliessen lassen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich bin habe ich mit jemandem so zusammengearbeitet, irgendetwas, der mich noch nicht so gut gekannt hat. Und dann hat die Person mir am Schluss gesagt, vielleicht kennt ihr das, die Person hat gesagt, hey, es ist mega cool mit dir zu arbeiten. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie viel das du amix bewegst. Und dann, ich habe nicht so gerne so ein Kompliment. Weißt du, wenn dir so etwas sagt, ist es unangenehm und so Kompliment, dann habe ich möglichst schnell wieder das Thema gewechselt. Ja, ich finde dich auch mega toll, super, ist les. Hey, und dann, einen Tag später ist mir das nochmal eingefallen und ich habe gemerkt, eigentlich ist es extrem arrogant, wenn ich davon ausgehe, dass wenn jemand sagt, hey, du weißt nicht, wie viel das bewegt, was du machst, dass ich einfach davon ausgehe, ja, weisst, ich bin mega krass. Wie Jesus hat gesagt, hey, ich bin der, der in dir wohnt. Der Heilige Geist ist der in mir wohnt. Und dass die Ströme vom lebendigen Wasser durch mich durchfließen,
ist nicht, weil ich ein krasser Sieg bin. Es ist nicht, weil ich alles richtig mache, sondern es ist wegen dem, weil Jesus gesagt hat, dass es wird passieren. Verstehst du, was ich meine? Ich habe Angst davor, amix, zum zu sagen, hey, Gott tut im Fall krasses du mich. Weil ich das Gefühl habe, es sei arrogant. Aber eigentlich ist es arrogant, wenn ich sage, hey, all das Gute, was passiert, ist wegen mir. All das Gute, was durch dein Leben passiert, die Liebe, die durchströmt, wo du vielleicht siehst es nicht. Wie oft ist es der Heilige Geist? Wie oft ist es Gott selber, der die Ströme fließen lässt? Bis in dem inne, das ist nicht arrogant, bis in dem inne grosszügig mit dem Heiligen Geist und traue ihm viel zu. Warum nicht sagen jetzt an diesen Weihnachten einmal mehr, wenn du deine Familie triffst, wenn Menschen um dich herum triffst, warum nicht erwarten, hey, die Ströme von dieser Heiligkeit von Gott, die gleiche Heiligkeit, die früher in dem Tempel war, lebt jetzt in mir. Der Geist lebt in mir und lässt Ströme rausfließen in meine Familie, in meinen Freundeskreis. Wenn ich diesen Menschen begegne an diesen Weihnachten, warum nicht soll etwas Grosses passieren? Warum nicht werden sich Sachen vielleicht verändern, wo du weißt, es sollte sich schon lange verändern? Warum nicht bei deiner Kollegin, wo du dir schon lange einen Durchbruch wünschst, beim nächsten Gebet passiert es? Wenn Jesus sagt, es werden Ströme aus dir rausfließen. Es braucht nicht vielleicht mehr Glauben. Es braucht vielleicht gar nicht mehr Investition. Einfach, Jesus wirkt. Jesus ist am Wirken und er wirkt dann, wenn der Strom dort ist und er ist am Wirken. Vielleicht bedeutet das für dich aber auch, der ganze Change, dass du musst lernen anfangen, dich nicht auf Fehler fokussieren von deinem Umfeld. Seit Jesus auf dieser Welt war, ist es nicht mehr so entscheidend, wie viele Fehler die Menschen hatten, damit sie eine Berührung von Gott bekommen haben. Weil Jesus ist der, der sie heilig gemacht hat mit dieser Berührung. Und bei dir ist es nicht anders. Der Punkt ist, wenn du Fehler von Menschen um dich herum siehst, lenkt dich das sehr oft davon ab, dass eigentlich Jesus durch dich durch könnte wirken und schon lange genau in die Fehler und in die Situationen und in die Nöte reinkommen. Verstehst du, was ich meine? Jesus, unser Vorbild, hat mal etwas erlebt. Er war unterwegs und ist so an einem Ort, an einem wunderschönen Ort. Und dann kommt ein Diener von einem Vorseher von einer Synagoge, also recht ein Höhe. Und er kommt und sagt, hey, die Tochter vom Vorseher von der Synagoge ist gerade gestorben. Jesus, komm du. Du kannst sie, du bist der Einzige, der sie jetzt noch retten kann. Lang sie an und sie wird gesund. Jesus hat etwas mega Wichtiges zu tun gehabt. Und dann geht Jesus und unterwegs, als er sich auf den Weg macht, kommt eine Frau von ihnen und die war blutflüssig. Das heisst, sie war krank und wahrscheinlich eher noch etwas nicht so Angenehmes, nicht so etwas Hygienisches. Und was macht sie? Sie langt Jesus an. Ein richtig mühsamer Fall. Ich glaube, wir alle kennen mühsame Menschen in unserem Leben. Sie kommt im falschen Zeitpunkt. Jesus hat jetzt etwas Wichtiges zu tun, als sie heilen. Zweitens, eine blutflüssige Frau ist eher etwas Unhygienisches, dass sie dich nachher noch anlangt. Plus drittens noch, laut dem Gesetz und laut einfach der Gegebenheit ist sowieso unanständig, dass eine wildfremde Frau einfach da geht Jesus anlangen, voll daneben. Und Jesus hat wirklich das Recht gehabt, um an dem Moment zu sagen, weißt du, jetzt langt es mir, jetzt jagt es mir den Nucki raus. Aber Jesus sagt, hey, von mir geht Kraft aus, ich heile dich. Verstehst du, was ich meine? Jesus hat sich nie aufhalten lassen von Fehlern von anderen Leuten. Ich habe eine Frau, letztes Jahr hat mir eine Geschichte erzählt von ihrer Familie und ich habe sie eingeladen heute, dass sie mir ein Interview gibt, wie sie genau erlebt hat, dass sie muss nicht auf Fehler schauen, sondern anfangen zu vergeben. Lisa, komm, ich gebe dir einen herzlichen Applaus. Hallo. Ich komme jetzt mal da noch das Licht ab, sonst blendet es dort die Leute die ganze Zeit. So, jetzt können wir wieder ruhig durchatmen. Lisa, vielen Dank, bist du da. Erzähl uns doch schnell. Deine Familie, so als Teenager oder so, wie hat deine Familie ausgesehen?
Also es war so, meine Mutter war alleinerziehend. Also unser Vater hat uns eigentlich verloren, als ich 4 war, mein Bruder 1. Wir sind eigentlich ohne Vater aufgewachsen. So war der Zustand. Ich hatte sehr viel Frust in mir inne, sehr viele Verletzungen wegen allem, was passiert ist. Und ich habe mega auf das geschaut, immer, wieso hat er das gemacht, warum hat das müssen sein. Ja, und das war so fest in mir drin. Wie haben die Weihnachten gefeiert, damals? Also ich bin eigentlich immer mit meiner Mutter alleine mit meinen Grosseltern von meiner Mutterseite und die andere Familie, also die von meinem Vater. Mein Vater hat übrigens 7 Geschwister gehabt. Ein grosser Teil lebt noch in Amerika. Mit denen hatte ich alle nichts zu tun. Das war wirklich eine gespaltene Familie. Es hat wenn dann ein Briefchen mal gegeben, aber sonst nicht viel. Dein Vater war oft nicht da, wo er hätte sollen. Für dich, und das ist eine krasse Verletzung, und gleich hast du dich entschieden, ihm zu vergeben und Jesus reinzulassen. Also erzähl doch schnell, wie es zu dem kam. Ja, genau. Also ich bin wirklich sehr viel verletzt gewesen. Zum Beispiel auch, also das Beispiel, er hätte uns abholen, er ist einfach nicht gekommen, er ist in den Ausgang, hat seine neue Freundin, wichtiger, du hast dich einfach versetzt gefühlt, oder? Und dann habe ich einfach angefangen, das alles aufzuschreiben, den Hass in mir, die Wut. Und ich habe gemerkt, mich verbutzt es fast. Also ich bin fast explodiert. Ich habe angefangen, unkontrolliert zu brüllen und alles. Und dann habe ich einfach plötzlich gemerkt, hey Lisa, das musst du eigentlich nicht so näher an dich an. Du musst das eigentlich nicht ein Problem von dir sein lassen, sondern du musst dich auf etwas anderes fokussieren. Jesus will dein Daddy sein. Und wenn es dein Vater jetzt halt noch nicht sieht, dann kann er das für mich sein. Und ich kann dir vergeben, deswegen vergib auch ihm. Und dann habe ich das aufgeschrieben, habe für mich selber die Entscheidung getroffen. Und in dieser Zeit habe ich ihm auch ein SMS geschrieben, das erste Mal am Geburtstag. Obwohl er nicht da war für mich all die Zeit, du bist mein Vater, ich bin deine Tochter und ich liebe dich. Und von dem Zeitpunkt an hat sich mega vieles angefangen zu verändern. Er hat zuerst mal Kontakt aufgenommen mit meiner Mutter nach x-tausend Jahren. Und sie hatten eigentlich ein Versöhnungsgespräch gehabt. Er hat sich für alles entschuldigt, was er uns angetan hat. Ja, wir hatten ein super gutes Jahr gehabt. Er hat mir versprochen, dass er ab jetzt da wird sein. Und das hat er wirklich gezeigt gehabt. Und ich war mega glücklich um das. Ja, ich kann wirklich sagen, geniessen die Zeit, die ihr habt und verpassen keinen Tag. Mein Vater ist nachher ein Jahr später gestorben und ich habe ihn mega in guter Erinnerung. Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Ich würde sie jedes Mal wieder machen. Und letztes Jahr war die erste Weihnacht mit der Familie von meinem Vater, also alle zusammen vereint. Und es sind wirklich viele Tränen geflossen. Es ist so crazy, wirklich. Du hast dich entschieden, Jesus reinzulassen, dich dort berühren zu lassen. Vielleicht, wo es auch schwierig ist, dass Jesus dich dort berührt. Es wäre einfacher gewesen, einfach unvergeben zu bleiben. Und du hast es gemacht und Jesus war so treu in diesem Ding und hat alles auf den Kopf stellen. Amen. Amen. Vielen Dank, Lisa, hast du uns die Geschichte von dir erzählt. Schau, du bist ein Tempel und lass dich berühren von Jesus. Und du bist ein Tempel, wo die Heiligkeit von der Heilige Geist einfach drin wohnt und wird rausfließen. Und ich glaube, ich möchte dich herausfordern heute Abend, dass du dir ganz bewusst etwas nimmst an diesen Weihnachten. In dieser Zeit, ob es in deiner Familie ist oder in deiner Arbeitsstelle oder bei deinen Freunden in deinem Freundeskreis, wo du sagst, hey, schau, da merke ich, das ist wie ein totes Meer. Ein Umstand, wo ich merke, da will ich Jesus drin hineinlassen. Eine Kultur, wo man sich vielleicht nie ein Kompliment macht. Man sagt, es ist lieblos, man ist nicht füreinander da. Wo du merkst, hey, ich möchte, dass sich das verändert. Jesus wohnt in mir. Die Heiligkeit, die so stark ist, so krass ist und die Leben bringt, die wohnt in mir. Ich nehme das und von jetzt an wird sich das ändern. Ich lasse die Ströme von Liebe, von Leben hineinfließen in meine Familie, in meine Arbeitsstelle.
Ich glaube, es ist cool, wenn wir jetzt einen Moment uns Zeit nehmen, wo Gott redet, ganz konkret, ganz praktisch, was wird Gott ganz neu beleben in unserem Leben. Jesus, wir öffnen unser Herz und ich bitte dich heute Abend, lang du unsere Herzen an. Und Jesus, ich bitte dich, dass du überall dort, Jesus, wo wir seit Jahren in unserem Umfeld, in unserer Freundschaft, in unseren Beziehungen am Fighten sind, bist du der, Jesus, der plötzlich reinkommt, Jesus, und etwas neues Leben kann anfangen. Und ich bitte dich, dass du durch uns durch, Jesus, genau dort hineinströmst, Jesus. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.